Ja, merci, Herr Präsident. Mein Vorredner hat gesagt, das ist ein Thema, das schwer ist an einem gesteckelten Debat von einer Resolution an zwei Motionen sich über die Bühne zu bringen. Das ist ein Debat, wo ganz viel kennt dafür so. Und ich meine, dass durch die letzten Jahrzehnte ganz viele Leute sich ganz viel Zeit mit dem Debat beschäftigt haben, dass du sich vielleicht das falsche Diskussionsformat, das wir heute gewählt haben. Nichtsdestotrotz, wir haben es, und das ist wichtig, dass wir darüber schwätzen. Bis heute haben 138 Memberstaaten von der UN, das sind 72%, also bald 3/4 von allen Memberstaaten bei der UN, den Staat Palästina anerkannt. Das sind nicht nur die üblich Verdächtigen, wo ihr seht, die gehören einer bestimmten Einflusssphäre und das sind Länder, die aber aus allen Kontinenten kommen, die aus allen politischen Strömungen kommen, sowohl an der Himmelspolitik wie auch an der Außenpolitik. Und dementsprechend meine ich, dass das heute nicht eine revolutionäre Forderung die Majorität hier stellt, das ist eine logische Konsequenz aus dem, was die letzten Jahrzehnte geschieht ist. Wir sollten uns ganz klar zu einer Zwei-Staaten-Lösung bekennen. Das ist auch etwas, was bei uns am Wahlprogramm hinter der Gründung sich draufsteht, eine Zwei-Staaten-Lösung als Basis für Frieden an der Region. An eine Zwei-Staaten-Lösung auf Basis von den Grenzen von 1967. Ich meine, auch das ist etwas, was an dieser Resolution hervorgeht. An dementsprechend also vielleicht nicht der richtige Forum, die richtige Art und Weise für das ganz kurz umzureißen und zu diskutieren, mit das aber definitiv die richtige Forderung an uns nehmen. Merci vielmals, Herr Klemmer. Die Diskussion ist aufgeschlossen. Wir kommen dann zum Aufstimmen von der Resolution. Bei der Resolution kriegt die Regierung normalerweise nicht. Bei der Motion gerne. Da ist ja doch ein